Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse. Ja Leute, zum Halbfinale-Hinspiel der Champions League gegen Real Madrid. 2:2. Ja, bevor wir reingehen, wenn euch gefällt, was ihr seht, abonniert gerne den Kanal, lasst einen Daumen da, lasst einen Kommentar da. Damit supportet ihr das, was ich hier tue. Joa, zum Spiel. Wild. Wild. Leider. Ja. Ich meine, vor dem Spiel hätten viele wahrscheinlich gesagt, einschließlich mir, 2:2, ja, nehmen wir. Wir haben uns um die eigene Arbeit gebracht heute. Leider durch einen super schwachen Min-Jae Kim. Ja, der sich sogar zweimal hat verarschen lassen von Vinicius Junior, indem er einfach mal einen Schritt nach vorne macht und dann gleich in die gegengesetzte Richtung läuft. Wild, ja. Der Elfer, den er verschuldet hat, war eine klare Kiste. Auch da war gar kein Grund für da. Erstmal die Innenseite komplett aufzumachen, war kein Grund da und ihn da festzuhalten. Eric Dyer war noch direkt dran. Es war kein Grund dafür da. Katastrophe. Leider. Ich meine, das Gute ist, es ist noch alles drin. Ja, gar keine Frage. Das Spiel ist jetzt das Endspiel. Ja, 2:2. Es ist, als hätte das Spiel nicht stattgefunden. Wenn wir allerdings gesehen haben, wie wir aus der zweiten Halbzeit gekommen sind, muss man sagen, dass mir da Angst und Bange war. Also ich habe alles versucht. Ich habe erste Halbzeit rote Trikot angehabt. Dann in der zur zweiten Halbzeit gewechselt, weil die erste Halbzeit ja nach einer super starken Viertelstunde dann so semi war. Ja, aber wenn wir gesehen haben, wie wir aus der Halbzeit gekommen sind, die ersten 5 Minuten, boah, das war schon schlecht. Das war richtig schlecht. Und dann gesehen hat, wie ein Müller da rumlamentiert hat, wie ein Sané da rumlamentiert hat, immer die Schuld beim anderen gesucht hat. Da habe ich mir echt schon Sorgen gemacht. Ja. Dann durch die Einzelaktion von D-Boy, ja, ist das Spiel gekippt, das Stadion war wieder da. Das große Problem, was ich sehe, schon mal aus Rückspiel gesehen, da ist kein Stadion da. Ja, da ist das Stadion nämlich auf der anderen Seite da. Von daher denke ich, wäre ein Sieg super wichtig gewesen, damit wir ernsthafte Chancen haben, weiterzukommen. Wird super schwer im Rückspiel, wenn ich das heute gesehen habe mit dieser Mannschaft. Wild. Also nicht, dass wir ein schlechtes Spiel gemacht haben oder sowas, aber wenn man gesehen hat, was nach der Pause los war, weiß ich nicht. Es ist uns natürlich alles zuzutrauen. Nochmal, wir fangen alle bei Null an. Ja? Wir haben ein entscheidendes Spiel. In dem kann alles passieren, gar keine Frage, ja. Genauso wie in diesem Spiel auch. Es kann alles passieren. Wir werden sehen. Gehen wir es kurz durch. Erste Viertelstunde, bärenstarke Leistung von uns, ja. Leider das Tor nicht gemacht. Wir hatten 1,5 Chancen, die wohl seine. Danach die von Harry Kane, die halbe. Dann hat man ganz klar gemerkt, jetzt haben wir einfach mal 5 Minuten, weiß ich nicht, eine Pause gebraucht. Nach 15 Minuten kann ja nicht sein. Wir haben einfach einen Gang zurückgeschaltet. Ja, und man hat gemerkt, ja, das hat Real natürlich gleich erkannt und gleich rein in die Butze. Super starker Pass von Toni Kroos, aber natürlich darf ein Min-Jae Kim sich da niemals so verarschen lassen. Ja, das ist Jugendniveau, sorry Leute. Das ist absolut kein Champions League Niveau. Das können wir ganz klar sagen, Katastrophe. Danach war es dann so Durchschnitt, würde ich sagen, von beiden Mannschaften. Real hat sich erstmal ein bisschen zurückgezogen, waren zufrieden damit. Wir haben keine Mittel gefunden. Real stand super tief. Ja. Wenig Bewegung dann auch drin gewesen teilweise, ja. Was in der ersten Viertelstunde mega stark war oder die ersten 20 Minuten mega gut war, dass immer viel Bewegung drin war. Das war nach dem Tor alles weg. Ja, ganz viel Standfußball vorne, keiner, der sich noch angeboten hat. Wie gesagt, wir hatten keinerlei Ideen, wir haben aber auch keinen Mut gehabt. Ja, wir haben keinen Mut gehabt. Kimmich heute auf der rechten Außenbahn. Katastrophe für mich. Sag ich euch, wie es ist. Kimmich war nicht zugegen, Alter. Defensiv, ja, klar, hat einen ordentlichen Job gemacht. Aber das war viel zu wenig von einem Joshua Kimmich.
Ja, gar kein Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein. Der hat nicht eine Flanke geschlagen. Und wir haben alles, wirklich alles in der ersten Halbzeit über rechts gespielt. Komplett nichts, gar nichts. War natürlich sehr wahrscheinlich eine taktische Anweisung, dass er nicht so weit aufrücken soll. Ja, schon klar, aber nee, der letzte Kick hat mir heute absolut gefehlt beim Josh. Ja, zweite Halbzeit habe ich dann gesagt, Katastrophe, wie wir aus der Halbzeit gekommen sind. Ja, die ersten 5, 6, 7 Minuten, boah, ist mir das Herz echt in die Hose gerutscht. Auch wenn man gesehen hat, wie die Körpersprache bei vielen Spielern war. Ja, zum Glück hat Leroy dann endlich mal aufs Tor geschossen und hat endlich mal das Quäntchen Glück gehabt, in die Torwart-Ecke versenkt das Ding. Und da ist das Spiel natürlich komplett gekippt. Ja, da war der Glaube wieder da war die Zuversicht da war das Stadion zu 110% da und dann lief das Spiel für uns. Ja, dann haben wir den völlig zu rechten Elfmeter gekriegt, den Harry Kane eiskalt verwandelt hat. Und dann haben wir das Spiel komplett im Griff gehabt. Ja, es war ein bisschen schade, dass wir nicht das Vertrauen hatten, aufs Dritte zu gehen, weil Real war zu der Zeit so, wie wir nach der Pause waren. Ja. Vinicius Junior hat schon 3, 4 Mal abgewunken, hat sich auch mit dem Carlo in der Köppe gehabt. Wir hatten Real genau an dem Punkt, wo du das dritte und vielleicht hättest du sogar ein viertes nachlegen können. Ja. Ich verstehe nicht, warum man da nicht gewechselt hat. Sorry, Müller war für mich ab der 60. katastrophal. Null Faktor in dieser Mannschaft, absolut null. Sané nach dem Tor auch null mehr ein Faktor. Ja. Weiß ich nicht, warum man nicht die Eier gehabt hat. Wahrscheinlich, weil wir das Spiel im Griff hatten und Tuchel dachte sich, ja komm, ich will da jetzt nichts durcheinander wegeln. Aber das ist Tuchel. Ja, das ist Tuchel-Fußball. Das haben wir schon in der Bundesliga oft genug gesehen, mit dem 1:0 in Köln zum Beispiel. Da wird dann nicht gewechselt, um auf ein 2:0 zu gehen oder 3:0. Nein, da wird lieber versucht, das Ding über die Zeit zu schaukeln. Und das wurde heute bitter bestraft. Ja, wir hatten Real auf jeden Fall da, wo man sie haben möchte. Nach dem 2:1. Wir haben das Stadion gehabt, wir haben den Druck gehabt. Hätte man offensiv gewechselt, wäre das, glaube ich, das richtige Zeichen an diese Mannschaft gewesen. Ja. Klar, im Nachhinein können wir immer klug scheißen. Hätte Min-Jae da nicht diesen Bock gemacht, hätten wir das Ding vielleicht auch so 2:1 nach Hause gefahren. Aber wir hatten Real da, wo man sie haben muss, ja, um das 3:1 zu machen. Und hätten wir 3:1 gemacht, wären wir mit mehr als einem Bein im Finale gestanden, ja. So wird das jetzt eine super, super schwere Aufgabe im Rückspiel, wo ich wirklich kein gutes Gefühl habe, aber ihr wisst das ja, oder die mich verfolgen, wissen, wenn ich kein gutes Gefühl habe, ist das immer ein gutes Zeichen, aber ich habe so gar kein gutes Gefühl fürs Rückspiel. Nochmal, heute, diese Leistung in der zweiten Halbzeit ist nur entstanden durch das Stadion, dass die Mannschaft dann einfach nochmal richtig gepusht hat. Ja. Und das haben wir im Rückspiel nicht. Wenn du im Rückspiel auch so eine Einzelaktion machst, kommst zurück ins Spiel mit dem 1:1, ist das Stadion genau andersrum da. Ja, also. Aber gut, da ist man selber schuld. Ja, man hätte heute viel, viel mehr aus dem Spiel rausholen können und mitnehmen können. Ja, wenn nicht müssen sogar. Aber man hat gesehen, 2 Mannschaften auf hohem Niveau, wo Einzelaktionen entscheiden, wo jeder kleine Fehler bestraft wird und am Ende 2:2 und wir fangen im Rückspiel bei 0 an. Das wird ein absolutes Nervenspiel. Wenn wir eine Chance haben wollen, müssen wir auf jeden Fall in Führung gehen. Dann ist ein bisschen was drin, denke ich. Ansonsten wird es sehr, sehr schwer. Aber gut. Das ist meine Meinung zum Spiel. Ja, damit gehen wir rein in die Benotung. Ne, wir gehen erst rein in die Statistiken. Und dann gehen wir mal rein in die Benotung. Mal. Ja gut, 2:2, Ballbesitz, ziemlich ausgeglichen, 51:49. Abseits 0:2, Fouls 11:10. Zweikampfquote 48:52, Schüsse aufs Tor 5:4, Schüsse insgesamt 14:10, Ecken 6:5. Angekommene Pässe 520 zu 467, Flanken 6:5. Anhand der Statistik sieht man, dass das Unentschieden schon in Ordnung geht. Aber wenn man gesehen hat, wie wir Real dann an dem Punkt hatten, wo man sie haben muss, muss man sagen, man hätte den Bock umstoßen müssen. Man hätte offensiv wechseln müssen, frische Kräfte, das dritte.
Mit ein bisschen Glück das 4. nachlegen, dann wäre der Bums durch gewesen. Ja, das hat man nicht getan. Man hat sich für die defensivere Variante entschieden und ja, aber so ist es. Schüsse insgesamt. Harry Kane 5, Sané 3, Dyer 2, Torschussvorlagen. Leimer 1, gewonnene Zweikämpfe, Musiala 10, Mazraoui 5, Leimer 4. Dass ein Leimer nur 4 Zweikämpfe gewonnen hat, Alter, halte ich für ein absolutes Gerücht. Ballkontakte 90, Leimer, 89 Dyer, 82 Kimmich, gefoult worden. Schenken wir uns wie immer. Gut. Damit gehen wir rein in die Benotung. Ja, da werden einige wieder ganz, ganz anders sehen. Das weiß ich jetzt schon. Manuel Neuer, ja. Manuel Neuer können wir schwer bewerten, sehe ich heute bei einer guten 3. Hat gut mitgespielt. Hat den einen Ball gut gehalten, auch wenn er leicht abgefälscht war. Ja, ansonsten hat Neuer auch nicht wirklich was zu tun gehabt. Von daher ist es relativ schwer, ihn wirklich zu beurteilen. Von daher eine gute 3. Ja. Komme zu Mazraoui. Mazraoui hat ein gutes Spiel gemacht, für mich Note 2. Gerade zweite Halbzeit war er dann nochmal einen Tacken aggressiver, hat wichtige Zweikämpfe gewonnen, auch Zweikämpfe, die schon ein bisschen aussichtsloser waren. Hat einen sehr, sehr guten Job gemacht. Gut, dann haben wir auch schon Min-Jae. Min-Jae habe ich schon gesagt, Note 5. So, das erste Ding, okay. Kann man noch sagen, alles gut. Ja, kann mal passieren. Lange nicht gespielt, wenig Spielpraxis und so weiter und so fort. Ansonsten hat er ja zwischenzeitlich einen ganz guten Part gespielt. Also nicht diese Ballverluste im Aufbau oder sowas, was er sonst hatte. Das hat er heute nicht gehabt. Aber er hat sich 2 oder 3 Mal mit derselben Aktion verarschen lassen, hat dann noch den Elfmeter verursacht. Das ist kein Champions League Niveau, das ist noch niemals gehobenes Bundesliga Niveau und von daher eine Note 5. Eric Dyer, für mich Note 2. Super souverän, hat oft auch da die Sache nochmal geordnet, auch im Aufbauspiel. Der Wechsel hat auch ganz gut geklappt, wenn er mal gegangen ist, dass Leon geblieben ist und so weiter. Eric Dyer hat Eric Dyer Sachen gemacht und das sehr gut. Joshua Kimmich. Wenn wir ihn finden, da. Ja, vom Josh bin ich heute enttäuscht. Habe ich ja schon so ein bisschen gesagt. Von daher nur eine Note 3. Hat jetzt kein schlechtes Spiel gemacht, war defensiv okay, war defensiv da. Aber dafür, dass er der Führungsspieler sein möchte und die letzten Wochen so stark war, war es heute schwach von ihm. Kann man auch schlechter bewerten, aber wir haben 2:2 gegen Real Madrid gespielt, von daher wollen wir auch mal auf dem Teppich bleiben. Musiala sehe ich bei einer guten 3. Lange Zeit wenig zu sehen, nach hinten oft mit Halbgas oder stehen geblieben, war super schlecht, hat mir gar nicht gefallen. Nach vorne hin, ja, gerade zweite Halbzeit viele Bälle gemacht, gute Dribblings gehabt, das Spiel geöffnet, den Elfer rausgeholt. Aber auch da hat mir der letzte Touch gefehlt und gerade dieses nicht mit nach hinten arbeiten fand ich katastrophal. Gut, dann kommen wir zu Thomas Müller. Ich denke, das wird der größte Streitpunkt sein für mich. Ja, eine 3-. Das Lamentieren von Müller ging mir heute wieder richtig auf die Eier. Ja. Müller hat auch heute wieder 3 katastrophale Ballverluste gehabt. Einer wurde sogar richtig gefährlich. Auch das ist kein Champions League Niveau. Sorry, Thomas. Ich weiß auch nicht, warum Müller so lange gespielt hat. Ja, er hat Versuch gemacht, getan. Das kannst du gar keinem absprechen. Die ganze Mannschaft hat Versuch gemacht, getan. Das wollen wir gar nicht in Rede stellen. Aber es geht jetzt hier gerade um einzelne Benotungen der Spieler und da ist Müller mit einer 3- eigentlich noch sehr gut bedient, meiner Meinung nach. Ja, dann kommen wir natürlich zum Mann des Spiels. Ohne Wenn und Aber. Jeder, der das anders sieht, hat leider keinerlei Ahnung von Fußball. Conny Leimer, 1 mit Sternchen und extra Sternchen. Und mal schöne Grüße an alle, die ganze Saison über gesagt haben, Conny Leimer ist kein zentraler Mittelfeldspieler oder kein Sechser oder kein Spieler, der das Spiel aufbauen kann, kein Spieler, der das Spiel an sich reißen kann. Ja, habe ich wohl mal wieder recht gehabt, wa? Ich denke, Conny Leimer hat heute mal gezeigt, was ein Conny Leimer kann, wenn er die Rolle spielen kann, wie er sie spielt,
Ja, das war überragend. In allen Phasen und in allen Positionen auf dem Feld. Ob es am eigenen 16er war, ja, als ganz klarer Sechser, ob es als Achter war im Spielaufbau, ob es sogar als Zehner war, als Spielantreiber, ja, der das Tor mit initiiert hat, wo die ganze Mannschaft nur lethargisch rumstand und kaum noch Bewegung drin war. Conny Leimer immer zugdringend nach vorne, nach hinten. Ich weiß, die Kamera hat es nur am Rand eingefangen gehabt, aber wo Conny vorne war, wo dann der Ballverlust kam. Junge, der zieht einen Sprint an, ohne Ball. Überholt noch 3 Leute, die locker nach hinten traben. Das war Conny Leimer. Ohne Conny Leimer wäre diese Mannschaft heute verloren gewesen. Das war heute Dreh- und Angelpunkt und hat mit seiner Leistung so viel Spieler mitgerissen, hat all das gezeigt, was ich eigentlich von Kimmich und Goretzka erwarten muss, ja, als doch die großen Alpha-Tiere in dieser Mannschaft. Ja, Chapeau an Conny Leimer. Ja, damit kommen wir auch schon zum Leon. Wenn ich ihn finde, da ist er. Ich hatte die Auswechslung nicht wirklich verstanden, wenn ich ehrlich bin. Leon hat Leon-Sachen gemacht. War Durchschnitt heute. Sehe ich auch bei einer 3-. Ich kann schon verstehen, warum ihn rausgenommen hat. Ein bisschen wenig Einfluss aufs Spiel gehabt. Oft komische Wege gelaufen. Auch in den Zweikämpfen nicht so wirklich richtig teilweise da gewesen. Aber es war jetzt auch nicht so super schlecht. Aber anscheinend hat Tuchel sich vom Guerrero-Wechsel ein bisschen was erhofft, was meines Erachtens leider auch komplett verpufft ist. Das hat keinerlei Auswirkungen gehabt. Ich weiß nicht, warum man da nicht einen Pavlovic gebracht hat zum Beispiel. Ja, warum man nicht einen Tell gebracht hat. Aber da kommen wir gleich zu. Ja, Leon Goretzka. Damit kommen wir zum nächsten Streitpunkt. Lieber Sané, bis zu seinem Tor wäre es für mich eine Note 5 gewesen. Katastrophal, Alter. Katastrophal. Sorry, Leute. Ja, er hat das Tor gemacht, hat die Mannschaft damit nochmal aus der Lethargie gerissen, hat dafür für den Umschwung gesorgt. Von daher für mich eine Note 3. Ich möchte ihn auch gar nicht absprechen, dass er nicht wollte oder sowas. Aber was er teilweise gespielt hat in der ersten Halbzeit, abgesehen von den 2 Aktionen in der ersten Viertelstunde, war auch eine absolute Frechheit und eine Katastrophe. Aber gut, was will man auch verlangen für einen Spieler, der unter Schmerzen spielt, der nicht irgendwie im Training dabei war. Was will man erwarten? Ja, dafür hat er es gut gemacht, hat sich dann endlich mal das Zutrauen gehabt, um das Ding reinzuschießen. Hätte er schon in der ersten Halbzeit 2-3 Mal machen müssen, aufs Tor schießen. Ja, von daher für mich Note 3. Ich weiß, viele werden das als Note 1 bewerten und Weltstar und bla und Sülz. Könnt ihr gerne tun, das ist meine Bewertung. Ihr könnt alle eure eigene Bewertung haben. Und mir die auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich lese gerne andere Meinungen dazu. Ja? Solange ihr mich nicht missionieren wollt von eurer Meinung, ist das für mich völlig fein. Gut, damit kommen wir zu Rafael Guerrero. Den können wir natürlich auch bewerten, weil er eine Halbzeit gespielt hat für Leon. Ja, der ist natürlich in defensiven Reiter, weil er eigentlich Außenverteidiger ist. Auch da sehe ich eine 3-. Hat für mich keinen Einfluss gehabt aufs Spiel. Ja, hat super defensiv gespielt, hat die Bälle ein bisschen verteilt, hat aber kaum Einfluss nach vorne gehabt oder nach hinten oder weiß ich nicht. Der Wechsel hat für mich nicht wirklich viel gebracht. Ja, aber im Nachhinein können wir immer klug scheißen, ja, nicht falsch verstehen. Aber da wäre ein Pavlovic 100% besser gewesen, meiner Meinung nach. Gut, dann haben wir noch unseren Torschützen. Der Serge, wenn auch nur der Torschütze in den Gedanken von Thomas Tuchel. Serge war auch nicht zugegen. Ja. Bewerten tun wir ihn eh nicht für die 15 Minuten, die er auf dem Feld war. Aber ja, hat einen Ball gehabt oder was, der in Richtung Mond ging. Vielleicht hätte man den da reinlegen können auf Harry Kane, der da ganz gut postiert stand. Weiß ich nicht, aber wahrscheinlich. Muss man sich da auch nicht wundern, wenn man als Trainer da so einen Druck aufbaut und ihn dann für die letzten 10 Minuten reinbringt. I don't know. Das war alles, was von Serge zu sehen war. Sehr enttäuschend leider.
Aber natürlich auch bedingt, das muss man natürlich auch ganz klar sagen, bedingt dadurch, dass wir gar nicht mehr nach vorne gespielt haben. Ja, wir haben ja das Offensivspiel eingestellt. Also da möchte ich den Serge gar nicht jetzt so einen großen Vorwurf machen. Also von daher. Dann haben wir natürlich noch den Obermove gemacht, den man machen kann. Und haben Alphonso Davies gebracht. Damit kommen wir zur Benotung von Thomas Tuchel. Für mich Note 4, weil es ein Unentschieden ist. Ja, hat die Mannschaft ganz gut eingestellt, keine Frage, gerade erste Viertelstunde war gut. Danach hat anscheinend die Mannschaft nicht mehr auf ihn gehört. Ist rumgehumpelt da wie Rumpelstilzchen um sein Lagerfeuer. Zweite Halbzeit, wie die Mannschaft rauskam, war eine Katastrophe. Ja, haben wir Glück gehabt, dass wir durch die Einzelaktion die Mannschaft nach Stadion aufgeweckt haben durch Liboy. Sonst wäre das richtig wild geendet. Hat dann leider nicht die Eier gehabt. Hat dann Tuchel hat Tuchel Sachen gemacht. Ne? Nochmal, Real war an dem Punkt bei dem 2-1, wo wir hätten das 3-1 und vielleicht sogar das 4-1 hätten nachlegen können. Real war nicht mehr so konsequent und dass man jetzt gedacht hat, ja, die schalten jetzt jeden Moment um und hauen uns die Konter rein. Real war wirklich zu der Phase sehr geknickt, Alter. Und wir hätten nachlegen müssen, meiner Meinung nach. Müssen. Nicht nur können, müssen. Ja, weil mit einem 3-1 erstens hättest du dir dann das Tor erlauben können, was du dir noch gefangen hast. Aber mit sonst hättest du das 3-1 nach Hause gebracht. Boah, das wäre halt ein Ding gewesen, ja. Und ja, Tuchel hat nicht die Eier gehabt. Er hat einfach nicht die Eier gehabt. Er hat das Ding so durchlaufen lassen, hat nicht gewechselt, obwohl ein Liboy stehen K.O. war, obwohl Müller katastrophal war. Ab der 60. da war gar nichts mehr. Ja. Warum man da nicht einen Tell reinbringt und einen Serge, weiß ich nicht. Kann ich mir persönlich nicht erklären. Aber gut, ich bin auch nicht Cheftrainer, habe auch nicht die Ahnung. Warum man da nicht in der Schlussphase vielleicht noch einen Brian reinbringt und dann Davis bringt oder da wenigstens dann noch einen Tell bringt. Ich habe es nicht verstanden, muss ich aber auch nicht. Wir werden sehen, was das fürs Rückspiel bedeutet. Ob da noch Chancen sind. Mein Bauchgefühl sagt mir ganz klar, dass wir mit dem Ergebnis, wenn alles normal läuft, ausgeschieden sind. Ja, da muss schon irgendwas wirklich zu unseren Gunsten in Madrid laufen, damit wir da irgendwie ansatzweise eine Chance haben. Aber ist natürlich nicht ausgeschlossen, wa? Nicht falsch verstehen. Von unserer Seite war es ein gutes Spiel. Mannschaftlich gesehen, bis auf die ersten 10 Minuten in der zweiten Halbzeit oder die ersten 8 Minuten bis zum Tor, da habe ich keine Mannschaft auf dem Feld gesehen. Da habe ich wieder ganz, ganz viele Egoisten gesehen, die sich gegenseitig angeschissen haben. Auch in der ersten Halbzeit, so nach 25 Minuten, war das Mannschaftliche auch weg. Ganz viel Standfußball, ganz viele Spieler, wo man gemerkt hat oder gesehen hat, die sind eher mit sich selbst beschäftigt. Da haben wir das Glück gehabt, dass Real Fußball gespielt hat, sich gedacht hat, ach ja, alles gut. Ach schon, ne? Gehen wir mit dem 1:0 in die Pause. Hätte Real da ansatzweise weiter konsequenter nach vorne gespielt, hätten die da auch locker nachlegen können. Also am Ende des Tages sehr wahrscheinlich schon ein gerechtes Ergebnis und natürlich ist absolut 0 entschieden. Ja, das ist einfach nur mein Bauchgefühl fürs Rückspiel. Aufgrund von dem, was ich heute gesehen habe und auch aufgrund, gut, das kann er sich im Rückspiel halt nicht mehr erlauben, der Tuchel, da muss er auf Sieg gehen. Obwohl dann würde er wahrscheinlich, wenn es im Rückspiel dasselbe Ding wäre wie heute, würde in Tuchel wahrscheinlich wieder das versuchen, das 2:1 zu verwalten und dann in Kauf nehmen, dass man das 2:2 kriegt und in die Verlängerung geht, anstatt auf das 3:1 zu gehen. So ist halt einfach Tuchel-Fußball. Ja, und das ist auch nicht schlimm, das ist halt so, manchmal klappt's, manchmal halt nicht. Ganz einfache Kiste. Ja, das ist meine Meinung zum Spiel, Leute. Stimmung war bis auf wenige Phasen sehr, sehr gut.
Die Phasen waren dann, wenn die Ultras wieder irgendwelche komischen Dinger gemacht haben, die das Stadion nichts mit anfangen konnte. Verstehe ich nicht, warum man das in so einem Spiel macht, aber sei mal dahingestellt. Paar Worte zum Schiedsrichter. Bis zur 80. Minute 1+ mit Sternchen. Alles richtig gesehen. Jede Schwalbe richtig gesehen. Was mich ein bisschen geärgert hat, bei der ersten, was eine ganz, ganz klare Schwalbe war, auch wenn die nicht im 16er war, kann man da mal eine gelbe Karte für zeigen. Ja, er hat es dann noch 2-3 Mal gemacht. Ist ja nicht drauf reingefallen, aber da hätte man auch mal eine gelbe Karte für zeigen können, für unsportliches Verhalten, meiner Meinung nach. Die letzten 10 Minuten hat er dann 2 Zweikämpfe schon klar für Real gepfiffen, was ich voll nicht verstanden habe. Ansonsten hat er super souverän gepfiffen. Ja, also da gibt's auch nichts dran auszusetzen. Von daher für mich heute Note 2 für den Schiri und das Schiri-Gespann. Muss man auch mal positiv erwähnen. Ne? Ja, das ist es, Leute. Rot-weiße Grüße gehen raus. In einer Woche sind wir schlauer, wa? Das wird auf jeden Fall eine Nervenschlacht. Nochmal. Mein Bauchgefühl ist schlecht, was eigentlich gut ist. Weil wenn ich ein schlechtes Gefühl habe, gewinnen wir meistens oder machen ein gutes Spiel. Wichtig wird sein, wir müssen in Führung gehen. Also wenn wir 1-0 in Rückstand gehen in Madrid, dann ist der Drops so gut wie gelutscht, meiner Meinung nach. Aber ja, na klar, am Ende des Tages ist ein Spiel. Es kann alles passieren, eine Fehlentscheidung, eine rote Karte, whatever. Alles kann dieses Spiel beeinflussen. Wir haben alle Chancen, es ist nichts passiert. Wir fangen an, als würde es 0-0 stehen und als wäre es ein Finale. So, das ist das Positive, was wir mitnehmen können. Was leider super schade ist, dass wir uns um den Lohn der Arbeit gebracht haben durch katastrophale individuelle Fehler leider. Ja. Leute, vielen Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Haut rein. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von dem Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.